Arsi-Region besaß amerikanisch-äthiopische Nationalität. Er studierte in der Columbia University und Stanford University. Verheiratet mit Arfasi Gemada, hat ein Kind. Er ist politischer Analytiker und Aktivist. Gründer der Oromo Media Network. Anführer der Oromo-Jugendbewegung Qeerroo, organisierte Oromo-Proteste 2016. Am 5. August 2018 kehrte er nach Äthiopien zurück, wurde begeistert empfangen. Er inspirierte die Oromo-Jugend Qeerroo, unterstützte die großen politischen Änderungen in Äthiopien. Er kämpft für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Am 23. Oktober 2019 wurde Jawar Sicherheitskräfte um Mitternacht abgezogen, um einen Anschlag auf ihn zu verüben. Qeerroos eilten ihm zu Hilfe und demonstrierten gegen den Abzug. Am folgenden Tag wurden 86 Qeerroos von Abis Sicherheitskräften getötet. Hachalu Hundessa war die Stimme der Oromo in Äthiopien. Die größte Volksgruppe fühlt sich seit langem unterdrückt und von wichtigen politischen Ämtern ausgeschlossen. Sein Lied Jira wurde zur Hymne einer Protestbewegung. Übersetzt heißt der Titel etwa Wir sind hier. Hachalu wollte die Oromo daran erinnern, wer sie sind. Vor 2 Jahren gingen vor allem junge Leute massenhaft auf die Straßen. Sie demonstrierten gegen die Regierung und brachten sie schließlich zu Fall. Der jetzige Ministerpräsident Abiy Ahmed kam ins Amt. Ihm schien die Versöhnung zwischen den Volksgruppen quasi im Blut zu liegen. Sein Vater ist Oromo und Muslim, seine Mutter Amharin und Christin. Die Menschen sahen ihn als Hoffnungsträger. Wegen Abiy gibt es jetzt viel Glück in unserem Land. Jeder kann jetzt schreiben und sagen, was er möchte. Die Demokratie kommt nach Äthiopien. Doch bisher scheiterte auch Abiy daran, die Volksgruppen zu versöhnen. Nach dem Tod von Hachalu Hundessa eskalierten die Proteste. Der Sänger war zu Beginn der Woche in einem Vorort der Hauptstadt erschossen worden. Die Polizei spricht von Mord. 2 Tatverdächtige sollen festgenommen worden sein. Hachalu Hundessa hatte kurz vor seinem Tod ein Interview in einem regionalen Fernsehsender der Oromo gegeben. Darin sagte er, seine Volksgruppe werde noch immer benachteiligt. Okay. Ja. Wir sind nicht frei, nur jetzt sind es Oromo, die Oromo unterdrücken. Das muss betont werden. Abiy Ahmed hat die Fragen der Oromo nicht in einem einzigen Punkt beantwortet. Er hat unsere Interessen nicht verteidigt. Er ist gar kein richtiger Oromo. Der 34-Jährige sprach auch darüber, dass er um sein Leben fürchtet. Die Gegner Abiy Ahmed sagen, dieses Interview sei der Auslöser für den Mord gewesen. Hachalus Vater klagte bei der Beerdigung. Er wurde umgebracht, eine Woche nachdem er die Wahrheit sagte. Mir fehlen die Worte. Ich kann dich nur anflehen, mein Sohn, dass du dir Gerechtigkeit verschaffst. Zur Beisetzung kam auch Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hatte die Äthiopier schon vorher zur Einigkeit aufgerufen. Unsere Feinde denken, dass sie Konflikte schüren und das Land entzweien können. Aber gerade jetzt sollten wir zusammenstehen und sie stoppen. Ich fordere unser Volk auf, die Regierung weiter zu unterstützen, damit unsere Feinde nicht die Chance bekommen, ihre Agenda durchzusetzen. Aber der Rückhalt für Abiy Ahmed in der Bevölkerung bröckelt. Die Zahl der Binnenvertriebenen lag im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes bei 1 Million. Ein trauriger Rekord. Die Versorgungslage für viele wird schlechter. Auch das befeuert jetzt die Proteste. Zedale Lemmer, Chefredakteurin des politischen Magazins Addis Standard, meint, Abiy habe die Reformen im Land nicht richtig gesteuert. Er habe die alten Kontrollinstrumente außer Kraft gesetzt, ohne neue demokratische zu schaffen. What we saw is like
Es war, als wenn du 22 Spieler auf ein Fußballfeld schickst, ihnen einen Ball gibst, aber keinen Schiedsrichter. Keiner sagt ihnen, auf welches Tor sie spielen sollen. Der Ministerpräsident hätte dieser Schiedsrichter sein müssen. Er hätte die Regeln festlegen sollen, aber das hat er nicht getan. Der Friedensnobelpreisträger muss jetzt zeigen, ob er die in ihn gesetzten Hoffnungen doch noch erfüllen kann. Vielleicht sollte er auch Hatschalo hören. Der hatte in seinem letzten Interview einen Ratschlag. Die Lösung ist, die Regierung muss innehalten und ihr weiteres Handeln genau überlegen. Das Gleiche müssen die tun, die für die Sache der Oromo kämpfen. Abiy Ahmed ließ Hachalu Hundessa ermorden, um in der Oromia-Region Instabilität und Unruhe zu stiften. Seit September ist seine legitime Amtszeit zu Ende. Er nutzte die Corona-Pandemie, um die Wahlen zu verschieben, verhaftete alle Oppositionspolitiker und setzte einen Wahltermin fest, in der Hoffnung, diesen jetzt zu gewinnen. 85% der Gefangenen sind Oromos, die er als Feindbild sieht, obwohl die Oromo-Gero-Bewegung Abiy Ahmed an die Macht gebracht hat. Abiy Ahmed hat 2019 den Friedensnobelpreis gewonnen. Er hat seine Versprechungen nicht halten können. Es gibt keinen Frieden mit Eritrea. Grenzen sind weiterhin geschlossen. Zehntausende politische Gefangene sind inhaftiert. Es werden täglich Frauen und Kinder misshandelt und ermordet. Oromo-Studenten werden von den Universitäten ausgeschlossen und verfolgt. Moscheen und Kirchen werden von Abiy-Soldaten in Brand gesetzt, um religiöse Konflikte zu schüren. Dutzende Imame und Priester werden ermordet. Abiy muss gehen, Abiy must go. Egaa hordoftoota keenyaa amma as hooggantuu fi akkasumas dura buutuu waldaa dubartoota Oromoo biyya Jarmanii gahee isiitii fi as hiriira kana maaliif akka qindeessite nuuf ibsiti jechuudha. Mee garasuma isin deebisa jechuudha. Ashama akkam jirtanii nageenyi keenyaas qilleensarraa isin haa ga'u. Har'a nuti dubartoonni Jarman keessa jirru wanni as baanee fi Oromoon akka hin taanetti biyya ofii keessatti qe'ee keessatti jimlaan ajjeefamuu isaa Oromoon dubartoonni gudeedamuu ijoolleen ajjeefamuu gudeedamuu isaa abbaa warraa bahee manatti hin galu reeffa keenya badda keessa qilee keessa guuru kuni nu gahee jechuudha. Amma boodas ammoo qabsoon akka har'aa deemaa jiru kun hin deemu. Abiyyi Oromoo keessa waan beekuufi Oromoo keessa kenna baasee alagatti garsiisee jechuu akkasiin nu gahe jechuu. Amma booda qabsoon tooftaanis jijjiiramuu qaba. Akkuma argitan mootummaan Abiyyi ministeerri jechuu mootummaa masaraa keessa taa'ee Amaarri haa hidhatu jedheetiniin holola guddaa nutti oofa. Qaanyii guddaa akkamiin waraana hidhadhaati ummata fixa jedhan. Yaa Oromoo ija keessan banadha. Amma booda teessanii wanni duutaniif hin jiru. Maallaqa walitti baasa wal gargaara. Ikonomii maleen ta'u yeroo takka saantimii takka walitti baasa ummata keenya ka miidhamaa jiru ka madaa'aa jiru ka daa'imni irraa ummanni keenya jala du'aa jiru. Cinaa dhaabadha. Ikonomii keessan jabeessa. Ikonomiin wal haa jabeessinu haa wal deeggarru. Baanee yeroo hunda akkas iyyuulleen furmaataa miti dhugaa dubbachuuf. Furmaata tokko garuu furmaata murteessaa miti. Murteessaan waan biraati. Wal cinaa dhaabachuu wal dura duuba dhaabachuu. Dubartoonni keenyallee har'a kana caalallee eegnee turree diqqoo nurraa diqqaatanii jiranii kunillee sirrii miti jechuu. Yeroo guyyaa akkasii kana yoo wal bira dhaabannee wal cinaan dhaabatin yoo wal hin jirra waliin hin jedhin gaarii miti. Kanaaf hundi keessanii bahaati sagalee tahaa amma bakka jirtanirra bakka hundarraa illee wal gargaara wal ijaara bakka hundaan jechuu karaa hundaan karaa amantii karaa gandaas karaa afoshaas karaa hundaan wal ijaaraati ikonomikaalii haa wal bira dhaabannu haa wal jabeessinu galatoon. Deebisii godheef baay'ee si galateeffadha. Aadde Fatihaa Walshubart hooggantuu waldaa dubartoota Oromoo biyya Jarmaniiti. Egaa mee taateewwan garaagaraa hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu hordofa.
Egaa akkuma argaa jirtan kun as dookumantarii hacuuccaa mootummaan Abiy Ahmed ummata Oromoo irratti raawwate viidiyoolee garaagaraa sassaabuudhaan ummata Awurooppaa biyya Jarmanii magaalaa Firaankifortitti argamuuf agarsiisuudhaaf kan asitti argamanii jiru. Egaa hiriirri kun guyyaa lamaaf kan itti fufu ta'a. Isinis bakkuma jirtaniin xiqqidhaan akka qabsooftan isiniin jenna. Nordufuu keessanis sheerii godhuun hin raaffatin isiniin jenna.